Luciferius. Kreuzteufel, Hundsbur. Lucifer! Was blärst denn wie ein Cerberus? Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Oma, ich bot grad mein Pferdefuß im Vulkanlava. Es pressiert. Betriebliche Zielvorgaben. Der diabolische Break-Even-Point ist noch nicht erreicht. Ich muss dringend bis morgen Mitternacht eine Untat haben für mein Jahressoll. Also, jetzt pass auf. Bei uns im Gai gibt's einen jungen Burschen, der sich schön stark der schwarzen Macht zuwendet. Aber ist da noch Zweifel in ihm. Schau du, dass er straffällig wird. Nach Bayern. Endlich wieder mal was Gescheites zum Essen. Beim Pförtner am Höllentor, da kriegst du eine Job-Description. Aber eins ist klar, so wie jetzt kannst du nicht unter die Leute. Herndl, Teufelsfratzen, Pferdefuß. Du musst dich jetzt in einen Menschen verwandeln. Und nicht vergessen, ja, in jedem Spürgel schaust du nur genauso aus wie jetzt. Hast mich? Ja, wie heißt der Bursch? Der heißt Bertel. Und wie finde ich diesen Bertel? Du hast auf deinem Handy eine neue Navi-App. Modell Highway to Hell. Ja? Da drückst du drauf. Und wenn's dann da bist, dann meidst du. Dann kriegst du ein bisschen mehr Details. Und ich muss jetzt zum satanischen Schurfix. Ah ja, und nicht vergessen, keinen Schnaps. Du weißt warum. Nach dem Orkus in 100 Metern bitte links abbiegen. Oh, der Herr Graf von Falkenklamm persönlich. Seine blaublütige Majestät, der Prinz von und zugeschleckt und geschnetzt. Teufelsbagage. Und hört's einmal auf mit der bläden Grinserei. Ihr habt's meinen besten Jagdhund an der Schulter angeschossen. Angeschossen, nicht getroffen, ja, dann war's ich nicht. Verzogene Bix, verzogene. Ah, ihr kommt euch wohl besonders gerissen vor, ha? Meine Hosen ist gerissen unter. Viel besser, wenn der Zwirn ist gerissen, wie adlig und ins Hirn geschaut. Gras. Nepomuk Stutz. Du kommst gewiss einmal in die Tei. Ah, das tangiert mir jetzt eher peripher. Oder wie ich dazu sagen darf. Aha. Einfach ein Viech verwunden. Bertel, du warst doch bisher anständige Haut. Mit Anstand kommt man nicht weit. Ah, dann gibst du es also zu. Jetzt halten Sie mal Ihre adlige Luft an. Wir haben in einem gräflichen Zampal Korkkugeln reingejagt. Wir warten seit 2 Stunden gemütlich vor uns hin, trinken ein halbe Bier und wuzeln vielleicht ab und zu zwischen unsere bäuerlichen Finger an bäuerlichen Nasenramme. Oder haben Sie Zeugen? Eben. Werden Sie dann mein Haus verlassen? Das da gehört immer noch deiner Schwester, gell? Exakt, meiner Schwester. Einer mag ja fast der ganze Landkreis kehren, das Geishofer Heisel aber nicht. Und jetzt hinaus bei der Tür. Oder zum blauer Blut, kommt noch ein blaues Auge. Ich mach euch die Hölle heiß. Wenn der Napoleon III. nicht mehr laufen kann. Napoleon! Du, da passt dir diese verletzte Schulter wie der Dackel ins Kerberl. Der Hund ist mir mehr wert als mancher Mensch. Was? Wenn Napoleon der Dritte nicht mehr laufen kann. Depp. Aber hat das wirklich sein müssen? Du hast gesagt, du willst den jungen Hund nur erschrecken. Eigentlich wollte die Petroleum den 16. überhaupt nicht erwischen. Die Flinten, die du besorgt hast, ist sauber verzogen.
Aber wenn du wegen dem schon als Blecker anfängst, dann kann ich dich für die andere Sache nicht brauchen. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen mitmache. Bertel, ich brauche aber das Geld. Und du bist mein bester Spätzl. Wir sind doch Freund, oder? Blutsbrüder. Ja, also, dann lass mich nicht hängen. Du kriegst da auch deinen Anteil. Wenn du Geld hast, dann brauchst du ja für so aufzupfte Blaublüter nicht mehr blöd anreden lassen. Ich überleg's mir, Stutz. Hey, du weißt schon viel zu viel über den Plan. Sonst muss ich am Ende noch Dieder schießen. Sehr witzig. Aber die Teufelsmaschine braucht nicht in der Stumm rumliegen. Bertel, bist wieder zurück? Na, Schwester Herz, ich bin noch fort. Kasperlkopf. Du, wo hast denn du die Büchsen hier? Büchsen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst ein paar Büchsen vorgekochte Geibirum oder Dampffleisch mitbringen. Ah, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Bertel, dein Hirn ist wie der alte Matratzen. Nix drin, nur Stroh. Und lauwarme Schors. Ich find Konservenbüchsen ja gewandt. Da kann sogar ich kochen. Nicht übertreiben. Dir brennt ja selbst Teewasser an. Ich darf ja viel Besser kochen. Ich weiß. Bei der Mama hätte es nie Konservenbüchsen gegeben. Aber jetzt macht es eh. Und billig ist das Dosenzeug außerdem. Ja, und das scheißt mir erst recht an. Ich will auch mal einen Diridari haben und nicht nur das Kind an der Tischkanten anschlagen. Bevor du jetzt jammerst, bringst du Mäcki mit der Hanni und der Nanni zur Bachwiesen. Die mögen doch einen Brennnessel so gern. Ziegen links, Ziegen rechts. Ich hab nicht einmal mehr Bock auf eine Gassenmasse. Aber zuerst muss ich noch fort. Wo musst du denn hier? Dahin, wo der Kaiser zu Fuß geht. Aufs Heisel. Na, zum kaiserlichen Neujahrsempfang der Minister für Scheißheiselangelegenheiten. Wo ist denn die zweite Stricknadel hier? Hat's der Bertel wieder zum Buckelkratzen braucht? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte klopfen. Bitte. Moment, ich komm gleich. Hoppala. Salve, Puella di Cora, meine tiefste Verehrung. Aha. Grüß dich. Puella di Cora ist lateinisch und heißt Fischmadel. Grüß dich ist Borisch und heißt Grüß dich. Ja, dann komm halt rein. Gefährlich, gefährlich, an jeden in sein Haus zu lassen. So gefährlich schaust mir du nicht aus. Ja, dann ist's ja gut. Was kann ich für dich tun? Ich hab mich verlaufen. Ich bin nicht aus der Gegend. Ich komm von weiter drund. Aus dem Tal. Noch ein bisschen weiter drund. Italien. Das darf deinen Aufzug erklären. Ich hab gehört, der italienische Gockel schaut ein bisschen mehr auf Mode, als wir unsere heimischen Wasserbüffeln. Noch ein bisschen drunter. Oh mein Gott, du bist Ja, aus Afrika? genau. Mein Zebra war draußen. Ich wollte fragen, ob man mir helfen kann. Willst du was dringend essen? Brauchst du einen Schlafplatz? In der Reihenfolge. Du, aber das kostet fein was, gell? Weil umsonst ist nur der Tod. Und der kostet das Leben. Kann ich mit Karten zahlen? Im Schein unter. Nein, ich will schon ein Geld. Stimmt, das dauert ja noch ein paar Jahre. Du bist ein komischer Kauz. Ich bin Zenta. Wie heißt du? Luzi. Luzi. Mein beste Gas heißt so. Luki wollte ich sagen. War doch kein Backerl, nur Britscheln. Hoppala, wir haben einen Besuch. Luki heißt er. Ist was Nordisches. Solange er kein Preis ist. Grüß dich, ich bin der Bertel.
Hast du ihm unsere Familienchronik schon vorgelesen? Ich stepper, der Teifi. Ja, mei, du schaust halt aus wie ein typischer Bertel. Er möchte gerne noch bleiben und was zu essen haben. Dein Haus, deine Entscheidung. Nein, im Ziegenstall gibt's nur eine Schlafstadt. Es riecht halt ein bisschen streng. Ich bin Gestank gewohnt. Ja, ich riech's. Da, wo ich herkomme, ist ganz in der Nähe ein Schwefig gewesen. Waschen war der Lösungsvorschlag. Und du willst bei uns essen? Sicher. Oh, ich stehe auf eine gute bayerische Landküche. Warum? Weil meine Schwester... Aber was, das merkst du nachher schon selber. Ich schau an meinen aus wegen der Schlafstadt. Gstinger der Teufel, gstinger der. Ihr seid also Geschwister, der Bertel und du. Ja, Hast ihn recht gern, dein Bruder. ich darf mein Leben für ihn geben. Warum? Ach, nur so. Ja, dann schau jetzt einmal, was ich da zu essen mache. Gern auch nur was Einfaches. Einfach, kann recht kompliziert sein. Eine Leberspatzelsuppen zum Beispiel mit frischem Schnittlauch. Es geht aber auch ein Apfelstrudel mit abgerösteten Mandeln. Ach, du meinst das andere einfach. Oder ein langsam geschmortes Kalbsgulasch aus der Schulter und dazu handgeschupfte Tradiwix-Pfeiferl. Sonst ist alles senkrecht. Und hinten noch ein Pfannkuchen mit selber gemachter Hollermarmelade. Hollermarmelade, selber gemacht. Draußen steht doch ein Hollerbusch. Da steht ein Hollerbusch. Ich bin ein Bewunderer der ländlichen Kochkunst. Daheim gibt's bloß immer einen Höllenfraß. Ja. Du weißt ja noch gar nicht, wie ich koche. Du. Jetzt tu nur nicht dein Licht unter den Scheffel stehen. Bei mir gibt's eigentlich immer nur kalt. Magst du Schnapsi dazu? Da kann ich wenigstens nichts verkehrt machen. Beim Satan bloß nicht, sonst. Sonst was? Ein jedes Schlückerl Schnaps macht mich, wie soll ich sagen, normal. Bei den meisten Suffschädel ist genau andersrum. Mit jedem Stammball werden die bläder. Aber ein Ziegenmilli geht. Ein Milli geht immer. Gut. Feierfunkelnde Furiosität. Ich krieg was Gescheites zum Essen. Oh. Muss jetzt ausgerechnet da herin so ein Mordstrom Spiegel rumstehen. Ich muss mir dringend meine Händel spitzen. Oma? Hast du das Projektbriefing gelesen? Nein, noch nicht. Ja, dann tu es. An das Bavarian Hell Department der Familie Sparifankerl. Executive Devil Luciferius. Das bin ich. Also pass auf. Sales Target Erreichung des erforderlichen Solls an verlorenen Seelen. Deadline ist Mitternacht nach Vollmond. Das ist ja schon morgen. Ja, darum sage ich, es pressiert. Person of Interest, Bertel Geishofer. More Details. Die Zielperson ist unbedingt bis zum morgigen Mitternachtsläuten zur Ausführung eines Verbrechens anzustiften. Strafe bei Nichterfüllung. Was? Einjährige Verbannung der Teufelsgroßmutter als Handpuppe in ein Kasperltheater. Nicht unkomisch. Depp! Au! Ein Jahr lang Tritra, Tralala. Da dreh ich ja durch. Gezeichnet Abteilung für Sündenfall, Fegefeuer und volkstümlichen Schlager. Also ich verlasse mich auf dich, Luzifer. Ich muss jetzt zu einem Meeting mit der bayerischen Regierung. Die wollen bei uns Mitglied werden. Na, servus. Und lies den Absatz am Schluss noch, gell? PS Attention Reminder. Schon die geringste Menge an Hochprozentigem setzt die diabolischen Kräfte außer Kraft. Bin ja nicht blöd, oder? Oh, da war vor kurzem ein Frischzündgewehr versteckt. Malefizus grandiosus. Ist die Luft da drum besser? Da ist gerade ein Spinner rumgraben jetzt. Du hast gewiss Angst vor Spinnern.
Ich hab vor gar nichts Angst. Nicht einmal vor dem Teufel seiner Großmutter. Du kennst ihn nicht persönlich, den alten Schirm. Ich hab Kopfleiß. Große Kopfleiß. Hör auf, Oma, das ist nicht lustig. Schöner Gruß von der Luzi. Luzi, wer? 2 Händel auf dem Kopf, meckert den ganzen Tag. Oma? Und das war heute dein Abendessen. Eine Blechdosen? Büchsenfleisch. Kannst du einmal von dem Stuhl runtersteigen? Büchsenfleisch? Und was dazu? Ein Büchsenöffner? Servettenknädel, Reiberdatschi, handgeschupfte Nudeln? Ach so, Kartoffeln? Kartoffeln. Nackert. Otzung, wenn's bleibst, weiß mir lieber. Ist ja gut, ich kann die Kartoffeln auch noch salzen. Salzkartoffeln, Kartoffeln waschen, Kartoffeln schälen. Wichtig, Kartoffeln in den Topf und Scheunen wegschmeißen, nicht andersrum. Was du nicht sagst? Dann kochen, wie beim letzten Mal anbrennen lassen. Boah, das hat gestungen, sag ich dir, wie im Fegfeuer. Verkohlte Kartoffeln salzen, dazu aber einen Zucker hernehmen, schwarze Zuckerkartoffeln probieren, fast speien, Teller nehmen, wegschmeißen. Perfekt! Ich mach da Kartoffeln dazu. Anbrennen die Salzkartoffeln mit Zucker. Und da dazu ein Dosenfutter. Eine Frau, die nicht kochen kann. Eine Herdhudlerin. Ein Büchsenpotschal. Reiß die zusammen. Du bist nicht wegen dem Essen da. Fang endlich an, diesen Bertel auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Wo ist du das Fleisch? Wo ist denn hier? Fräulein Senta. Herr Graf? Ja, so geht das nicht. Hab ich Ihnen nicht gerade vorhin gesagt, Sie sollen Ihren gepuderten Aristokraten hintern aus unserem Haus schirmen? Bertel, reiß die zusammen. Ich weiß, du bist nicht wirklich so. Ach, wer bin ich denn gerade? Verärgert und neidig auf die Welt. Neidig. Auf den Luxus, der am Neig gestopft wird, bis er zu die Ohren rauskommt, bloß weil man zufällig in Seidenwäschaft weggekommen ist. Oder auf den hohen Zaun, den man um seinen Schlüssel baut, damit keiner von den Grattler aus dem Dorf beim nachmittaglichen 5 Uhr Tee ins vererbte Porzellan spuckt. Ein alter Titel bringt noch lang kein Geld. Und ich kann nix für die Welt, so wie sie ist. Ich speib gleich. Und das Obacht geben, dass sich an der Welt nichts ändert, gell? Der Herr Graf ist ein anständiger Vertreter seines Standes. Was weißt denn du von seinem Stand? Ich. Großes, ansehnliches, habe ich gesehen. Kehrt. Ja. Ich bin bloß da, weil ich mit deiner Schwester was besprechen wollte. Kein Wort über den verletzten Hund. Hund. Ist was mit Napoleon dem Dritten? Ach, nix Hund. Bund. Bund. Ich wollte 10 Bund grobe Wolle kaufen. Ach so, ja. Ja, wie war's denn in einem erfrischenden Aschgrau? Aschgrau, ja. Bertel, kannst du uns ruhig allein lassen? Was willst du eigentlich von mir? Nur sagen, dass mir dieser Lucke jetzt schon auf die Nerven geht. Der stinkt wie der Teufel persönlich. Und einer will ich da später nimmer sehen. Verstanden? Auch nicht. In einem erfrischenden Aschgrau. Warum ist mein Bruder nur so zornig auf die Welt? Mein Zorn ist nicht der schlechteste Antrieb. Ich war in Handarbeiten immer der Schwächste. Entschuldigung. Er war halt nur so jung, wie die Eltern gestorben sind. Irgendwie hat ihn das aus der Bahn geworfen. Ja, aber irgendwann ist schon Zeit vorbei.
Wolltest du mir nicht gerade ein Puzzle geben? Warum müssen wir uns eigentlich immer noch verstecken? Schamst dich mit mir? Spatzel, du weißt doch, dass das nicht so einfach ist. Ja, ich habe eine gewisse Position, da kann ich nicht... Mit einer Ziegenbeirin aufkreuzen, ich weiß. Das haben wir doch schon 100-mal diskutiert. Schau, ich hab da auch was mitgebracht. Pralinen? Ja, und jetzt gehen wir raus in die Speis. Du weißt ja, zwischen Konservendosen ist gut Busseln. Manchmal habe ich das Gefühl, du kommst nur wegen am Busseln her. Ja, wegen dem Essen gewiss nicht. Halb um 5 ist, wie wenn einer faule Eier in einen Topf Schweinemist gerührt hätte. Oh, das war jetzt geschert. Und das von einem Hirterbuben. Ich bin kein Hirterbub. Ich will mich aber nicht waschen. Ich finde, die schaut gepflegt nur aus. Hast du einen Spiegel daheim? Ich stehe nicht so auf Spiegel. Schau ruhig einmal rein. Ich denke, es reicht schon, wenn du mich anschauen musst. Welch wahres Wort. Ich suche dir jetzt ein neues Sofa und dann waschst du dich großflächig damit ein. Und du lebst gern da? Ist mein Elternhaus. Haben wir euch nicht viel hinterlassen, oder? Geht so. Aber ein Cent hat alle was auf den Tisch gebracht. Ob man das dann auch essen hat können, das steht auf einem anderen Blattl. Ich hab schon gemerkt, dass sie in der Küche keine große Leichten ist. Selbst zum Kirchenbasar darfst du nichts mehr beisteuern. Goldtalerin, Großkupferte, hat einmal vor 3 Jahren gesagt, Senta, du weißt aber schon, dass man für eine Mamakuchen keinen echten Mama hernimmt. Senta hat bloß drüber gelacht. Sie ist so ausgeglichen und zufrieden. Manchmal beneide ich es drum. Und was ist mit dir? Bist du zufrieden? Das Leben zeigt dir schon die Grenzen, in denen du zufrieden sein musst. Hast du selber keine Wünsche? Erfolgreich sein und nicht mehr gar so unwichtig? Wie kommst du drauf, dass ich unwichtig bin? Bist wichtig. Na, Bertel, ich schätze dir so ein, dass du auch ganz gerne mal was darstellen möchtest. Ein bisschen mehr Geld haben, sich was leisten können. Ein Automobil, gute Klamotten, oder? und das sagt mir einer, der rumläuft wie ein Vogelscheich auf Absinth, da, fang. Wenn einem das Leben nicht die richtigen Voraussetzungen gibt, dann muss man sein Glück selber in die Hand nehmen. Die Chance ergreifen, die am geben wird. Genau. Wenn es in die Augen von den Leuten ein unrechter, ein verteufelter Weg ist. Jetzt geh die waschen. Ich will aber nicht. Kein Waschen, kein Essen. Auf Zuckerkartoffeln kann ich gut verzichten. Ich zauber dir einen Kaiserschmarrn, dass das Wasser im Mund zusammenläuft. Drei Teufelsnamen. Du kannst kochen. Ja, besser schon wie meine Schwester. Wo ist die Brausen? Neben am Stall. Hängt da ein Spiegel? Ja, warum? Nur so. Aber nicht schauen, gell? Weil ich bin, wie soll ich sagen, recht schamig. Bloß weil ich kochen kann, schauen ja lang keine Mannsbilder beim Waschen zu. Darfst eh bloß neidig werden. Ich sag nur Höllenmaschinen. Ach Gott, wo hat der jetzt die Flinten hin? Stutz, Da bist ja du. Ich wollte bloß. aufräumen, stricken, Ich hab dich gesucht. unter der Bank. Bertel, du halt nicht so saublöd. Die Flinten wollte ich holen. Die Büchse hab ich besorgt, die Büchse bleibt da. Ich muss meinem Auftraggeber versichern, dass wir rüstungstechnisch gut aufgestellt sind. Mit einer verzogenen Büchse. Und wer ist überhaupt dieser ominöse Auftraggeber? Auftraggeberin, ein Christensweib. Da darf kein Mensch drauf kommen, dass eine so anständige Frau so drauf ist. Und wer ist sie? Ich will das gar nicht genau wissen. Auf alle Fälle ist es gescheiter, wenn du nicht weißt, wo das war ist.
Und? Bist jetzt dabei? Ist ja nichts Schlimmes, bloß ein bisschen Einbrecher, Zeug verzieren. Bertel, jetzt lass mich nicht hängen. Blutsbrüder. Blutsbrüder. Fundig. Na gehen wir jetzt zum Wirt auf eine frische Bockhalbe. Den letzten Zweifel wegsaufen. Was ist, Kim? Ich lade dich auch ein. Zehnter wohl bestimmt, dass ich im Stall. Aber was? Ich komm mit. Satanische Spitzbüberei. Der Bertel will sich auf die Lumperei einlassen. Das ist ein Gmadi Wiesen. Engelsduft. Hoppala, Hoppala, ein Fremder. ein Fotomodell. Was bist denn du für einer? Einer, der sofort erkennt, wenn das hübscheste Frauenzimmer aus dem Landkreis in sein Leben tritt. Ich tritt da auch gleich irgendwo hin. Kann ich dir helfen, Maestra Grandiosa? Nein, aber ich dir? In die Schuhe rein. Ist die Gashoferin nicht da? Weißt du, dass mich das noch viel mehr narrisch macht, wenn ein Weiberlein so handig ist? Das erinnert mich an meine Großmutter. Au! Das war ein Kompliment. Kompliment, ja, das üben wir nur einmal. Wenn die Senta nicht da ist, dann geh ich wieder. Werde ich die wiedersehen? Wenn du deine Augen aufmachst. Wo finde ich die? Ich bin die Goldtalerin, an mir kommt man nicht vorbei. Aber ich stehe nicht auf unrasierte Grattler. Bist schaust, bin ich rasiert. Ich bin verheiratet. Bist schaust, bist verwitwet. Mein Alter stirbt nicht so einfach. Glaub mir, ich hab's probiert. Ich geh jetzt. Sagst der Senta, die Goldtalerin, holt die Mützen und Schals für die Schratzen, für die lieben Nichterl und Nefferl morgen ab. Du stinkst zwar, aber einen Schneid hast. Dabei, ganz nach meinem Geschmack. Geidig, griffig, schnappig. Für dies Goldhasal geh ich sogar rasieren. Vielleicht sogar Tint waschen. Das ist halt ein super Tag. Ein scharfer Hase, ein Kaiserschmarrn und eine geplante Straftat. Mit anderen Worten, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Yeah! Bei euch stinkt's ja halt fürchterlich. Noch verfaulte Eier oder was? Alles wie wenn der Leibhaftige zu Besuch war. Da mal einen Teufel nicht an die Wand. Nicht schon wieder. Was sagst? Ah, ich wollte bloß sagen, das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, ich gehe dann wieder. Ich krieg nämlich morgen 5 sündteure Lipizzaner, reinrassig. Aber der Stall ist noch nicht fertig und ohne Stalltür sind sie nicht versichert. Also Schatz, Pfiate. Sag einmal, du bist halt nicht einmal beim Busseln bei der Sache. Was? Ja, bis morgen oder so. Ja. Ich lass die Tür auf, dann kannst du ausstinken. Dieser Lucky. Ich glaube, ich schau lieber mal, was das Mandal so treibt.
Du neigeriges Trutschel. Dein Spiegelbild. Du hast also mein Abbild gesehen. Mein wahres Ich. Blöd Klaffer. Du bist Ein Teufel, korrekt. Aber zumindest bin ich kein Preis. Lass mich aus. Ich kann dich beruhigen. Ich bin nicht der mächtige Höllenfürst Satan. Nein. Ich bin bloß ein kleiner bayerischer Sparifankerl. Was willst du von mir? Ich bin doch gar nicht wegen dir da. Aber nachdem du jetzt meine blutige Teufelsfratzen im Spiegel gesehen hast und weißt, dass ich ein Sparifankerl bin, wirst du mir schön brav bei meiner Mission helfen. Weil wenn nicht, dann Was dann? passiert dein Bruderherz wohl zufällig ein Unglück. Und das willst du doch nicht, oder? Er ist doch dein einziger Verwandter nach dem Verlust eurer Eltern. Du bist widerwärtig. Da hast du ein bisschen recht. Und weißt du auch warum? Weil ich ein Teufel bin! Dass die Senta nicht daheim ist, ist doch seltsam. Normal ist die Senta doch immer daheim. Dass überhaupt keiner daheim ist. Seltsam, seltsam, seltsam. Blechhoferin, halt dein Pappen. Findest du das nicht seltsam, Goldtalerin? Dass du das nicht seltsam findest? Ich finde das schon seltsam. Ich darf sogar sagen, dass... Gleich stopfe ich dann Wollknäuel oben rein und ziehen wir bei einer Strickliesel hinten wieder raus. Dann sage ich halt nichts mehr. Ja, nimm einen Lutschern als eine Ruhe. Warum willst du diesen fremden Gast, den du gestern da herin gesehen hast, noch mal treffen? Schließlich bist du doch glücklich verheiratet. Genauso glücklich wie du mit dem Deinigen. So glücklich gleich, mein Beileid. Dem sei direkte Art gestern, das hat was gehabt. Aber gestunken hat der fürchterlich. Auf einer Skala bis 10? Eine glatte 12. Was ist denn das für ein Lutscher? Sauerkirsch mit frischem Kirschwassergeschmack. Ha? Sauerkirsch mit frischem Kirschwassergeschmack. Hab ich selber gemacht. Da ist ja echtes Kirschwasser drin. Magst du einen? War ja klar, dass du Wodka-Wanzen nicht ohne Schnaps auskommst. Ehrlich gesagt ist da so viel Schnaps drin, dass du mit 2 Lutscher besoffen bist. Das ist jetzt dein... 5. aber vor 8 spät gar nichts. Alte Schnappschüsseln. Wo bleibt denn unser vergessliche Nudel? Ungerin ist nur schnell hinaus und schaut, ob die Senta im Ziegenstall ist. Wahrscheinlich hat sie schon wieder vergessen, dass wir da warten. Dass die Ungeriner immer wieder alles so schnell vergisst, ist doch seltsam. Song vergessen, Song vergessen, Song vergessen. Ja, ich vergiss mich jetzt auch gleich. Ah, wenn man von der Gedächtnislücke spricht. Im Stall draußen ist auch keiner. Das ist doch seltsam. Ja, das sag ich doch. Was ist seltsam? Ja, dass da keiner daheim ist. Vielleicht ist im Stall draußen jemand. Bleib da! Da warst du doch gerade schon. Wer? Ja, du. Wann? Gerade eben, du kommst doch gerade von da. Echt? Hab ich das schon wieder vergessen, ha? Mhm. Wo sind denn die alle hier? Die Senta, der Bertel, die Vogelscheich. Die Vogelscheich hat dir sauber einen Kopf verdraht. Blödsinn. Es tut einem halt gut, wenn sich ein Mannsbild für einen interessiert. Ich bin ja auch... Vogelscheich? Ich bin ja auch nicht mehr... Die jüngste, schönste, griffigste. Ich bin ja auch nicht mehr in Übung in Sachen... Abschlecker, Schnackseln, Schlafen ohne Stützstrümpf. Schöne Augenhacher. Schöne Hängeaugen vielleicht. Blöde Kur. Spinnst?
Sonst wäre ich noch so blöd wie die Ungarin. Hoppala, gell? Ich bin nicht blöd. Ich habe eine vom Doktor attestierte. Nein. Da. Eine partielle Amnesie. Ich vergesse halt ab und zu mal was. Wenn mir damals nicht das Mulchschafe auf den Kopf aufgefallen war. Psst, psst, psst. Ich glaub, da kommt wer. Wer soll denn kommen? Vielleicht Senta. Was denn für ein Center? Die Frau, die da wohnt? Da wohnt eine Frau. Irgendwann, da würg ich sie. Hast denn du eigentlich schon im Stall nachgeschaut? Ich schau einmal ganz geschwind im Stall nach. Was rennt zu, du Arms, vergiss mal nicht. Was ist ihr damals aufs Hirn gefallen? Eine Mulchschafe. Ich glaub eher ein Mulchlaster. Frau Blechhofer und Frau Goldthaler. Unsere zwei mit Überheblichkeit gespickten Wo ist denn deine Schwester? Privatiersgattinnen. Keine Ahnung, ich hab sie gestern Nachmittag nicht mehr gesehen. Und euer Logiegast, der darf die Goldtalerin viel mehr interessieren. Was wollte ich gleich nur mal im Stall draus? Nach der Senta schauen. Senta? Meine Schwester. Ha, ja, die Senta. So eine nette Frau, die Senta, gell? Hat denn eigentlich von euch schon jemand im Stall nachgeschaut? Ja, du. Was ist mit mir? Vergiss es. Sollte ich mitgehen? Das war nett. Warum verfolgen Sie mich? Aber wer sind Sie? Die Blechhoferin, wir wollen nach der Senta schauen. Brauchst du die Senta? Sag halt das gleich. Senta. Ich schau mal ganz geschwind im Stall nach. Bist du unter die Hausmänner gegangen? Tu deine Kapitalistengriffe daraus. Schlag nicht die Kapitalistenhände ab, die dich ernähren. Auf Eiergeld sind wir nicht angewiesen. Okay. Habt ihr Ölquelle im Krautgarten entdeckt? Bist jetzt der neue Scheich von Falkenklamm? Du bist auf alle Fälle als Kamei dazu. Ein frisch geschossener Has. Habt ihr neuerdings das Jagdrecht im Falkenklammer Forst? Den hat mir der Koch vom Grafen geschenkt. Der Koch vom Grafen. Mhm. Ja, und jetzt verschwind's. Nein, kannst du allein gehen. Dann tu's auch. Linker Fuß, rechter Fuß. Sag deiner Schwester, ich komm später noch einmal vorbei. Ja, stopp! Linker Fuß, rechter Fuß. Zuckt's euch. Der Koch vom Herrn Grafen hat seinen Kochlöffel vergessen. Graf Ferdi, jetzt hätte ich sie ja beinahe umgedreht. Frau Goldthaler, kein Problem. Es ist ja nichts passiert. Wenn Sie einen Hasen suchen, der ist da drin. Hasen? Apropos, wo ist denn deine Schwester? Keine Ahnung. Aber wenn Sie kurz im roten Salon Platz nehmen wollen, ich schaue mal schnell in der Bibliothek nach. Ferdi, was machst denn du da? Senta, Schatz. Ich hab gemeint, wir könnten in den Speis gehen und... Ah, das muss der geidige Blaublüter sein. Servus, ich bin Der Übernachtungsgast von gestern, ich weiß schon. Ferdinand von Falkenklamm. Lucky von Kentucky. Und du bist da sicher, dass da kein Schnaps drin ist? Nur Marzipan. Und Nougat. Kennen wir uns nicht? Wo ich herkomme, waren euer Durchlaucht bestimmt noch nicht. Gasthoferin, Sie sind so anders wie sonst. Ist alles in Ordnung? Vielleicht ist doch besser, wenn der Herr Graf jetzt wieder gehen. Und jetzt, Hoppi, Hoppi, Reiter.
Ferdinand von Stock im Arsch. Es kann ja nicht jeder so ein Grattler sein wie du. Ja, wo ist denn die Frau, die gestern fast umgekommen war vor Schreck? Ich hab gelernt, dass man sich mit seinem Schicksal schnell arrangieren muss. Und mein Fratzen im Spiegel? Macht er die keine rechte Angst? Da ist ja ein Marienkäferl furchterregender. Und? Was hat das Käferl heute noch so vor? Ich hab dir schon erzählt, dass dein Bruder heute Nacht eine unrechte Sache vorhat. Und du wirst mir dabei helfen. Soll ich am Bertel sagen, was er tun soll? Der lässt sich schon seit Jahren nichts mehr vorschreiben. Huck dir mal da hin. Ist das alles, was du drauf hast? Willst vielleicht auch noch Blärmin als Einladung? Zum Beispiel? Oh, Weiberleid! Zufrieden? Na, Jetzt wär mir das zu blöd. Hör auf. Der Bertel ist kurz davor, dass er eine rechte Dummheit ansteht. Wobei ich das ja keine Dummheit nenne, sondern eine malefiz gescheite Spitzbüberei. was soll das für eine Dummheit sein? Naja, Herr Graf hat doch gestellt. Die paar Haflinger nennst du gestüt. Die 5 neuen Lipizzaner sind da schon edler und teurer. Und der Stutz will sich heute auf die Nacht die edlen Rösser und den Nagel reißen. Und dein Bruder soll ihm dabei helfen. Diebstahl? So ein Unrechter ist mein Bruder nicht. Dein Bertel ist schon so gut wie dabei. Ein klitzekleiner Zweifel steht da dazwischen. Und den wirst du ihm du nehmen. Soll ihn die so stellen? Ja, dir wird schon was einfallen. Aber denk dran, wenn das nicht hinhaut, passiert hoppla hoppa Unglück. Eine Kugel im Hax, ein Stolperer im Dunkeln, in der Mistgabel. Alles ist möglich. Du darfst ihn umbringen? Spinnst? Ich bin ein bayerischer Teufel, kein Todesengel. Wir sind gemütlich drauf. Aber ein hängert's Auge, ein Arm weniger, das kann schon mal vorkommen. Du Drecksteufel, du. Beim schwitzen den Satan, jetzt drängst du dich auch noch. Da, nimm. Ich hab auch erst einmal reingeschneizt. Ja, dann halt nicht. So, und ich hab jetzt einen sauberen geholt. Mal schauen, ob der Schweinsbrand schon brutzelt, den ich bestellt hab. Ist er fort? Ach, Ferdi. Und jetzt sag's mir, was los ist. Ich kann dir bestimmt helfen. Da sind wir beide zu gering dazu. Gegen den seine Macht haben wir nichts auszurichten. Also ist es doch. Was? Ja, ich weiß, wer dieser Lucky ist. Du weißt, dass er... Der Teufel Sparifankerl ist, ja. Ja, ich bin ihm schon mal begegnet, das ist schon Jahre her und der kennt mich wohl nicht mehr. Ich hab ihn auch bloß am Geruch identifiziert. Er will am Bertel was antun. Wir gehen ja jetzt hinaus und dann erzählst du mir die ganze Geschichte und deine ganzen Sorgen. Was ist das? Vielleicht ist das wichtig. Ja, jetzt komm aber schnell, bevor er zurückkommt. Der Teufel, der Bläde. Warum habe ich mich vom Stutzen überreden lassen? Ach, Papa, kannst du mir nicht sagen, was jetzt das Richtige ist? Jetzt rede ich schon mit einem Stückel Papier. Aber ich sollte wenigstens das verflixte Qua verschwinden lassen. Das muss nicht auch noch im Spiel sein. Was machst du da? Nix, da war bloß ein Spinner. Die Ausrede kommt mir bekannt vor. Was ist denn das? Ein Omnibus. Depp, das ist ein leerer Kochtopf. Okay. Hast du mir nicht einen Schweinsbraten versprochen? In der Küche liegt ein toter Haus. Vierte. Na bravo.
die Flinten ist wieder da. Der schon wieder. Ist Gastbäuerin immer noch nicht da? Ja, verreck, der fesche Schneck. Hat die Sehnsucht her drüben? Nach dir angeschwemmter Wasserleich. Du bist ganz nach meinem Geschmack. Handig, griffig und ein bisschen dominant. Du kriegst zwei Klauen gewischt. Ich bin als Dame gedacht. Ja, das sind die Schlimmsten. Und wie gesagt, ich bin verheiratet, du greisliger Kandidat. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Busseln? Zähneputzen? Oh, das auch noch. Gut, rasiert bin ich allerweil noch nicht. Aber gewaschen habe ich mich mit Engelsduft. Von oben bis unten, von hinten bis vorn, von außen bis zur Mitte. Alles, wenn du verstehst, was ich meine. Ich sag nur, der Teufel steckt im Detail. Bist du diskret? Noch diskreter und das kriegst nicht einmal du mit. Jetzt nimmst du erst einmal einen Lutscher von der Blechhoferin, bevor wir übers Puzzeln reden. Kirschgeschmack. Knackig. Ha? Geschmackig. Kein Wunder, ist mit echtem Kirschwasser. Ha! Spinnst! Geht's noch? Sag's die, da ist ein Schnaps drin. Das, wenn meine Oma mitkriegt. Ja, verreck, nur ein Hauch Feuerwasser und das geht schon nicht mehr. Dafür brauche ich keinen Liebhaber. Das geht nicht mehr, hab ich schon daheim. Ich habe eine Schnapsallergie, aber die ist gewiss in ein paar Minuten wieder vorbei. Das war ja nur eine winzig kleine Dosis. Aha, ein bisschen Kirschgeist und du bist nur noch eingeschränkt funktionstüchtig? Du interessierst dich für meine Funktionen? Jetzt nur klar rotant und ich bin im Boot. Das ist alles deins. Was werden das? Heute im Sonderangebot? Schierer Teufel. So ähnlich. Und ist dieser Körper nicht der Wahnsinn? Magst du mal meine Bauchmuskeln anfassen? Der ist schon hingelangen. So? So? Ach, du weißt aber schon, dass Speck kein Muskel ist. Grüßt euch. Und, ist das Sparfackelfett genug oder braucht's nur zufordern? Rindviech! Das, wenn ich deinem Alten verzeih, dass du in fremde Bierbeichen eindruckst. Dann stecke ich der Radlpumpen in dein Rückventil und pump die auf, bis die zerreißt. Nimm die lieber für deinen Alten her. Offensichtlich ist bei euch daheim ja die Luft raus, wenn du in so kreislige Witzfiguren rumstocherst. Ein Wort im Dorf und ich mach dir das Leben zur Hölle. Bist du dir sicher, dass wir nicht verwandt sind? Ich sag nix. Ich bin ein Ehrenmann. Mann, du? Stimmt, du hast mehr Bartwuchs wie ich. Oh, ich stehe auf Damenbord, ja. Ihr seid doch alle zwei nicht ganz sauber. Also, nicht ganz sauber. Ich hab mich gewaschen. Mit Engelsduft. Hey, Springginkel. Weißt du, wo der Jung Gastbauer ist? Der ist grantig davon. Aha. Hast du zufällig mitgekriegt, ob der Bertel irgendwas aufgeräumt hat? So ein längliches Teil? Ein Besenstuhl, eine Mistgabel, eine Angelruten, ein Quer. Sowas in der Art. Nicht genau. Aber wenn ich suchen müsste, dann darf ich da noch schauen. Für dich. Herrgott, der Lutscher hält vielleicht lang an. Da hab ich doch eigentlich schon Sachsen die. So viel Macht in einem Stückel Eisen. Ungarin bist du? Ah, der schnuckelige Nepomuk. Blechhoferin, musst du mich so erschrecken?
Ja, das kann doch eh nicht riechen, dass du so ein Schreckschussel bist. Ich bin ja so gar nicht schreckhaft. Schreckhaft ist für mich ein totales Fremdwort. Ich und der Schrecker. Warum denn auch? Ich bin ja mein Spiegelbeutel gewohnt, das hört nicht ab. Ja, kannst du vielleicht einen Bruchteil von den Buchstaben hernehmen, das nervt. Ah, du stehst auf kurze, prägnante Ansagen. Schon. Lutscher? Danke, aber vor eins trinke ich nichts. Was schaust du denn so spaßig? Fescher Kerl. Aha. Und? Ohrschichtig? Ja, Gott sei Dank. Gspusi? Brauch keins. Sicher. Schon. Mein Mo ist heute Nacht nicht da. Der Glückliche. Magst mich nicht um Mitternacht besuchen? Wieso? Brauchst du einen Pflegedienst? Endlich ist er Ruhe. Ja, die Ungerin. Ja, grüß dich. Mei, haben wir dich vor einem Stall einfach vergessen, gell? Tut uns leid, aber... Ja, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Hat's dir recht angerammt, die plätschernde Buchstabensuppen? Die brennt wie ein Druck an einer Heistadel. Für was brauchst du die Flinten? Bloß ein bisschen spulen. Für das heute auf die Nacht ist aber kein Gewehr nicht notwendig. Wir müssen aufpassen, Nepomuk. Ist da sonst noch wer daheim? Lass dieser fremde Lucke in der Küche. Sag einmal, Jungerin, wieso spielst denn du eigentlich alle vor, du hättest dann doch schon? Weil das die beste Ausrede ist. Partielle Amnesie. Blödsinn. Das ist das beste Alibi. Funktioniert auch in der Politik. Ja, aber ich hätte gemeint, dir wäre wirklich einmal eine Milchschafe aufs Hirn gefallen. Ja, ist ja. Aber nach einem Jahr war die Vergesslichkeit wieder vorbei. Und da, wenn man denkt, mei, wer weiß, für was das gut ist, gell? Und jetzt? Da hat keine Sau glauben, dass du das größte Mistviech im Landkreis bist. Weißt du, Mann, mir macht das sogar richtig Spaß. Was ist das? Ja. Wo bin ich? Wer sind Sie? Man muss schauen, wo man bleibt als ohrschichtiges Weib. Ich hab bisher nicht das Glück gehabt wie die Goldtalerin oder die Blechhoferin, dass mir Dukatenscheißer heirat. Also das heißt, noch nicht. Ja, jetzt reden wir mal über heute Nacht. Ist der Bertel jetzt dabei? Auf meinen besten Spätzl kann ich mich verlassen. Ah, rührend. Also, du gehst mit dem Bertel eine Stunde vor Mitternacht zum Nordtor von Gut Falkenklamm. Das Tor wird schon auf sein. Wie das? Jetzt tu halt nicht so saublöd. Ihr geht's direkt zu den Stallungen. Der neue Rossstall ist seit heute abgesperrt. Also brecht's ihr die Stalltür auf. Und dann holt sie die 5 Heiter raus und bringt es direkt zum Nordtor, wo ich bereits mit dem Wagen warte und gut ist. Wenn das so einfach ist, warum führst du die Gaul nicht einfach selber dann aus? Weil ich allein keine Stalltür nicht aufbrechen kann. Dafür brauche ich so einen Haumtaucher wie dich. Naja, für einen rechten Spaß an einen Tiritari kriegen, ist nicht verkehrt. Das ist kein Spaß. Also für mich ist das schon eine rechte Gaudi, dem Dorfprinzen eins auszumischen. Außerdem wäre ich so auf einen Schlag meine Spielschulden los. Aber eins verspreche ich dir. Wenn ich die heute Nacht brauche, dann nicht so wie bei Napoleon III. Diesmal treffe ich richtig. Peng! Psst. Da kommt einer. Komm, wir verschwinden durch den Stall. Hopp! Schießbundfigur! Hey! Was machst denn du da? Ja, das kann die vielleicht genauso fragen. Ungerin. Bitte? Wer sind Sie? Wo bin ich denn? Am Geishofer Hof. Ich bin doch Zinta. Ich weiß doch, wer du bist. Ich kenn dich doch. Dann gehst jetzt schon heim. Das ist ja eine Unverschämtheit, mich einfach so zum Duzen. Ich kenn Sie doch überhaupt nicht. Oh, oh. Heute ist wieder besonders schlimm.
Also in dem Schreiben steht, dass ein Teufel keinen Schnaps vertragt. Exakt. Schon der Hauch von Hochprozentigen setzt den außer Gefecht. Und das hast du mitgekriegt, wie er dein Cousin da reißen gehabt hat? Mhm. Der Cousin, der dir dein Erbe wegnehmen wollte? Ganz genau. Der Teufel wollte mein Cousin dazu verführen, dass er das Testament fälscht. Gott sei Dank ist er damit nicht durchgekommen. Ja, darum bin ich jetzt Graf und er armer Schlucker. So wie es im richtigen Testament drin gestanden ist. Das mit dem Schnaps muss sich doch irgendwie verwerten lassen. Ich will nicht, dass am Bertel was passiert. Und darum musst du jetzt unbedingt so tun, als wolltest du deinen Bruder überreden, dass er meine Rösser klaut. Nur so gewinnst du Zeit. Und deine Lipizzaner? Ja, die bleiben wir schon. Ich hab alles im Griff. Meinst du, dein Koch kann mir bis heute Abend eine Kartoffelsuppe machen? Eine, die auch schmeckt. Ja, sicher. Warum? Ich hab da so einen Plan. Ferdi, ich spür's, alles wird gut. Für ihr. Kreuzteufel. Stutz, du Depp. Bertel? Was tust du da? Nächtlicher Harndrang? Ich spür doch, dass du was planst. Je weniger du weißt, umso besser ist. Außerdem bist du heute Abend selber zu mir gekommen und hast ganz komische Sachen gesagt. Dass ich meinen Weg gehen soll, auch wenn in die Augen von anderen leider unrechter ist. Dass auch einmal eine Lumperei die richtige Entscheidung ist. Als wenn du ein völlig anderer Mensch warst. Das waren die letzten Worte, die der Papa mir für dich mitgegeben hat. Du lügst. Bertel, jetzt geh hinaus in diese vermaledeite Nacht und tu, was du tun musst. Aber ich bitte dich, folg dein Gewissen. Ich bin kein Unrechter nicht. Vergiss nie, dass ich dich unbandig gern hab. Bist doch mein kleiner Bruder. Und jetzt verschwind. Geh. Und pass auf deinen linken Arm auf. Herzzerreißend. Fast hätte ich mitgewarnt. Du machst mich krank. Die Lügerei mit deinem Vater auf dem Sterbebett und sein letzter Wunsch. Respekt. Sparifanker ist gute Geschichte. Wollen wir uns nicht sitzen? Du solltest im nächsten Leben Möbelpacker werden. Oder Platzanweiser. Darf ich dich was fragen? Ich bin gut drauf. Mein Auftrag steht kurz vorm Ende. In der letzten Stunde bis Mitternacht geht gewiss nichts mehr schief. Also frag rück. Macht es glücklich, Leid ins Unglück stürzen? Glücklich? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ohne Glücksgefühl ist das Leben aber nichts wert. Wenn du glücklich bist, dann meinst du bist am perfekten Ort auf der Welt und nirgends kann schöner sein. Vielleicht bin ich glücklich, wenn ich was Gutes zum Essen krieg. Gut, Stichwort. Gar kein Gelüst? Lass stecken. Ich hab jetzt noch Albträume von deinen Zuckerkartoffeln. Ich hab vorher ein Suppengeschenk gekriegt. Ist noch was in der Küche? Von wem? Von der Goldtalerin. Von dem Goldhasel, das so heiß ist wie ein Tauchsied auf Starkstrom? Die kann gewiss gut kochen. Goldtalerin? Schade, dass das nichts geworden ist mit uns zwei. Aber meine Kartoffeln nicht wollen. Jetzt noch mal. Willst du jetzt was essen? Eine getrüffelte Süßkartoffelsuppe mit steirischem Kernöl und ausgelassene Spiekwürfel. Oh, das hört sich geschmackig an. Her damit. Bin gleich wieder da. Oma, was sagst? Bin ich nicht ein Spitzensparifankerl? Oma? Ja,
Was willst? Ich war nur gerade im Waterflow-Meeting. Waterflow-Meeting? Beim Bieseln. Oma, es kommt alles genau so, wie du das willst. Der Bertel findet Gefallen am Rumgaunen. Der Jahressoll an verlorenen Seelen ist damit bald erfüllt und du musst nicht zum Kasperltheater. Hoffentlich. Aber in einer Stunde bis Mitternacht kann noch viel passieren. Und überhaupt. Au! Für was jetzt das? Weil der Hirn so leer ist wie ein Postkasten nach der Leerung. Ich hab keinen Schnaps getrunken. Das meine ich auch nicht. Wo ist denn diese Senta? In der Küche. Ich krieg eine Suppen, Süßkartoffeln. Au! Und was ist, wenn sie Reis ausgenommen hat? Ups, das war schlecht. Verstehe, dann geh mal lieber und pass auf sie auf. Oder was meinst du? Schwindi! Au! Ja, ich geh ja schon. Au, 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 au. Ja, au, 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 au. Dafür komme ich bestimmt in Tell. Jetzt geh ich halt schon raus. So wenig Stoff für so viel Geld. Aha! Ertappt! Blechhoferin! Jetzt mal, wenn ich da reingehe, dann erschrickt jemand. Ich hab die bei mir daheim vorbeischleichen sehen. Was willst du da herin, mitten in der Nacht? I ist der dritte Vokal im Alphabet. Ich wollte diesen Lucky besuchen. Ja, weil du deinen alten noch nie beschissen hast. Feind jetzt die Worte, ist dein Kontingent an Buchstaben verbraucht. Ich hab meinen alten noch nie beschissen. Ach so, ich sag bloß Giovanni, ein neuer Stallknecht, du Gehwegbegrenzungsmauerseglerin. Was? Ja, Gehwegbegrenzungsmauerseglerin, du Portsteinschwalben. Woher weißt du das mit dem Giovanni? Der Falkenklammer Landfunk funktioniert 1A. Mei, er ist halt ein Italiener. Aber das war mein einziger Ausrutscher. Der einzige. Der Apotheker, der schnucklige Schandknecht vom Unterwirt, der Mulchlasterfahrer, der schnucklige Schandknecht vom Oberwirt, der Schneider, am Schneider sei Bur, am Schneider sei Vater. Der schnucklige Schandknecht... Ja, hör auf, unser Dorf hat 200 Einwohner. Jetzt wolltest du mir das nachmachen. Du! Ich lach mich tot. Wer will denn schon bei dir, alten Gors, wie sag ich's am besten, Gorselschneuzen? Deswegen habe ich ja das dabei. Ein Nahkampfanzug? Da darf sogar mein Alter noch schwach werden. Und das will was heißen, bei einem, der vor lauter Bauch seinen Kanarienvogel nicht mehr sehen kann. Geschweige denn zwitschern lässt. Das habe ich vor Jahren in der Stadt gekauft. Modell Teufelsnacht. Teufelsnacht? Auf dem Werbeplakat ist gestanden, erwecken Sie den Teufel in Ihrem Mann oder setzen Sie ihm damit Hörndl auf. Und drunter ist gestanden, Hängestück Geld zurück. Du sollst dir am Verführen nicht erschlagen. Das habe ich aus einem Roman. Liebesgrüße aus der Metzgerei. Das war alles eine Schnapsidee, ich geh wieder. Ja, nix da, Goldtalerin. Du kriegst heute noch deinen Gorselschneuzer. Wir gehen jetzt zu diesem Lucky. Wir zwei, miteinander? Ja, keine Angst, es gibt kein Ménage à trois. Was? Ein flotten Otto. Dreier, sowas mache ich nicht. Wenn man die Huber-Zwillinge mal wegrechnet. Siehst schon, von dir kann ich was lernen. Exakt. Jetzt nimmst du erst einmal einen Lutscher, dann taust auf. So. Wir gehen jetzt rüber und wenn er da ist, dann verschwindet die gleich.
Und wenn nicht, dann warte ich mit dir. Mei, und die Huber-Zwilling, ich sag's dir, einer schöner wie der andere. Und von wegen Eineig. 4 sind's. Jetzt lasst ihr heute mal Zeit. Ich hab ja noch nicht einmal probieren können. Vesperna perfekta. Die steigt satanisch gut in meine Nosen. Oh. Spinnst? Wasch da gefälligst vorher deine Hände. Also gut, wenn's unbedingt meinst. Meine? Aber ist mir ja nichts weg. Futterneid ist mein zweiter Vorname. Na, warte. Schwefig Stenger, der Hörndelfutzi. Der wär das Lacher schon noch vergehen. Das sollt für 2 Stunden halten. Auch schon wurscht. Saubere Klupperl für ein geschmackiges Supperl. Braver Sparifankerl. Oh, herrlich. Schmeckt's nicht? Was genau ist da drin? Da fragst du mich. Das schmeckt ja unterirdisch. Geil. Süßkartoffeln, ein bisschen Lauch, ein schwarzer Pfeffer, ein Hauch Chili und, ganz wichtig, ein Ingwer, sagt der Alfons auch immer. Und was ist da noch drin? Salz. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist der Wahnsinn. Schön, wenn's so gut ankommt. Na, das nenne ich einmal Tischmanieren. Mehr. Tut mir leid. Oh, schade. Ui, was ist mit mir los? Mir wird so warm. Und überall kribbelt's. Ich glaube, ich hab einen Webs verschluckt. Senta? Ja. Du bist scharf. Nicht so scharf wie die Guitallerin. Das ist ein Chilischoten. Du bist eher so ein Lauchzwiebel. Mörderwitz. Du solltest umsatteln von Teifi auf Kasperl. Na, bloß kein Kasperl. Lieber bin ich die Gretel. War ich nicht eine wunderschöne Gretel? Wenn der Hänsel blind ist. Mann, ich gewohne mich einfach nicht an dein Gefries. Ui, es wackelt. Du fällst dir gleich um. Ui. Boah, setz dir mal da hin. So. Geh her. Geh her, hab ich gesagt. Warum geht denn das nicht? Wurscht. Dann halt analog statt digital. Spinnst? Hör auf. Ich will puzzeln. Da wird der Schnabel sauber bleiben. Ich will puzzeln. Wer schreibt denn da so? Ich, Lucifer, Barry, Fari, scheiß drauf. Du darfst ein Schnucki zu mir sagen. Das ist dieser Stenz, mit dem du nicht hinausgewusst. Da war der nur nüchtern. Ja, mit Eis. Na los, spiel mal Kasperltheater. Rollenspiele?
Ist das sein Ernst? Der Apotheker steht auch drauf. Hab ich gehört. Zwei Hacks, zwei Quacks. Und welche Figuren wollt ihr sein? Vielleicht Aschenputtels böse Stiefschwester? Hm? Wer bist du? Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Wir sind keine Märchenprinzessinnen und du bist kein Teufel. Was? Ich bin kein Teufel. Moment. Jetzt geh schon her, du blöder Spiegel. Aha, funktioniert wieder. Wie hast du jetzt das gemacht? Magie. Achtung, bitte lächeln. Ja, ich bin's. Hat das jetzt Spaß gemacht? Herrlich. Und ich brauche jetzt eine Mütze für Schlaf. Geh halt in dein Bett. Nee, Küchenbank ist näher. Ich muss mal wieder in die Inspektion. Schlaf du noch dein Rausch aus. Und ich schau jetzt, dass der Bertel komplett sie nicht macht und am Pferd nichts passiert. Stutz, hab ich gerade der Ungerin in den Hintern geschossen? Ich glaub schon. Das schärfe Klump schießt einfach irgendwo hin. Ich ziel extra weit weg von den Pferdeln, dass du recht erschrecken und fortlaufen. Und das verbogene Ding trifft die Ungerin direkt in den Allerwertesten. Wahrscheinlich steckt das Kugel in der Zellulite fest. Ein Tun mehr oder weniger ist doch auch schon wurscht. Was hat die neugierige Gorsan nachts am Notter zum Suchen? Egal. Ruck du mal lieber raus mit der Sprache. Warum führen wir die Reste erst aus dem Stall raus und kurz vorm Verloren reißt du Rindviech mir als Quar von der Schulter und vertreibst alle mit einem Schuss? Weil ich weiß, es ist besser so. Nein, ich weiß, es ist besser so. War das von Haus aus dein Plan oder eine spontane Scheißidee? Irgendwie hab ich das verhindern müssen. Den Lohn können wir uns jetzt in den Tag schmieren. Glaubst du wirklich, das bisschen Geld was wert gewesen, dass wir ins Zuchthaus kommen? Ach, wir kommen doch nicht ins Gefängnis. Diesmal vielleicht nicht, aber beim nächsten Mal. Oder eins drauf. Irgendwann läuft was schief und dann ist der Leben versaut. Ich will das nicht und meine Leute hätten das auch nicht wollen. Ach, das ist dir ja früher eingefallen. Besser später als nie. Und wie soll ich jetzt meine Spulschulden? Aber ein Geldverdiener, was macht er aus seinem Leben? Ja, hast du irgendwie recht. Nein, mir kannst das Rumstravanzen auch an. Aber du hast wenigstens eine Perspektive. Den Hof von deinen Eltern, wenn er bloß klar ist. Aber ich hab nix. Ich bin und bleibe eine arme Sau. Hundling ist! Ihr könnt mir doch nicht einfach in den Hintern schießen! Ihr seid ja bläder wie 3 Backel Backpulver! Auf dem Volksfest triff ich normal nie was. Gut, dass das Kugel nicht tief drin steckt. Sag ich doch, wer auf Sicherheit baut, hat Orangenhaut. Jetzt kann ich wochenlang nicht gescheit sitzen. Siehst du das? Darfst du einmal im Steh bisseln? Wo ist die verzogene Flinten jetzt? Ich hab's vor lauter Schreck fallen lassen. Na bravo. Ein Beweisstückel zurücklassen. Du Vollprofi, du. Aber eins sag ich euch, gell? Euren Lohn, den könnt ihr euch abschminken. Was hast du mit unserem Lo... Ach so. Die Ungerin ist die ominöse Drahtzieherin. Und deine Gedächtnislücken sind auch bloß ein Trick. Raffiniert. Es kann einfach nicht jeder so einfach gestrickt sein wie du. Das mit dem Lohn ist dein Ernst? Ah! Kein Geld. Für was denn auch? Weil die Rost durchgegangen sind wie Zappel in der Erstklasse nach 6 Tassen Kaffee.
Dafür zahlt mein Partner sicher nicht. Partner? Ja, wer ist denn eigentlich dieser große, unbekannte Drahtzieher? Ah, da sind ja alle beieinander. Graf Ferdi, ich muss mich entschuldigen. Ich wollte einen Lipizzaner nur mit einem Schuss verjagen. Wie das Sie haben's mal gewagt gefunden. Kann ich das? Spatzel, ist da was passiert? Es geht schon, Schatz. Die Kugel steckt in der Schwarten. Schwarten? Schatz, Spatzel, hab ich einen Hörfehler? Stutz, du hältst jetzt an den Rand. Was soll denn das bedeuten? Mein Bertel, streng halt dein Gasbauernköpfe einmal ein bisschen hoch, hä? Wer meinst, steckt hinter der ganzen Geschichte? Sie. Der Hellste bist nicht. Deswegen bin ich Graf und du schaufelst den Garsenmist. Haben Sie das nötig, Ihre eigenen Zuchtrösser klauen? Hallo, ist da oben jemand daheim? Ah, verstehe. Die Viecher sind gut versichert. Und wenn sie aus einem verschlossenen Stall geklaut werden, dann kriegen sie einen Haufen Geld. Aber doch auch nur so viel, wie Sie dafür gezahlt haben, oder? Falsch. Zahlt habe ich fast nichts für die Krankenheiter. Mei Bertel, das sind keine Edelross, das sind ausrangierte Troskengaul aus dem Wiener Prater. Das nenne ich mal dreist. Ja, gleich 3-mal einen Gewinn machen. Billig bei der Freibank einkauft, hochversichert und wahrscheinlich teuer am Schwarzmarkt verscherbelt. Gescheiter Bub. Sind Sie so schlecht bei Kasse? Luxus kostet Geld. Deswegen muss man noch lang kein elendiger Gauner werden. Du bist ja selber einer. Na, mein Vater hat mir schon Unterschied beigebracht zwischen einem Lausbaum und einem Verbrecher. Bertel! Was ist passiert? Ich habe einen Schuss gehört. Mir geht's gut, aber die Ungarin hat einen Heckschaden. Ist alles gut gegangen, Schatz? Mei, kannst du der grauen Wollmausbütchen sagen, dass ich deine Verlobte bin, und zwar bevor ich da verblut. Verlobte? Die Ungarin? Ja, Verlobte. Du mit deiner kratzerten Wollfabrik, du bist vielleicht ein netter Zeitvertreib, aber mir halt schon nicht. Bitte? Ich bin kein Zeitvertreib nicht. Und mein Woll kratzt da nicht, du. Du Ungarin, du. Der Ferdi ist mein Schatz. Los, sag's ihr. Sind da. Ich mag die. Wirklich. Aber das mit uns zwei, das war sowieso nichts geworden. Die Unterschiede sind einfach zu groß so und jetzt stellst du dich dann über, was du hinkehrst. Ja, gib ihr einen gescheiten Rempel. Lass meine Schwester in Ruhe, du Hundling. Und weil wir vorhin von Gewissen geredet haben, ich hab meins wieder gefunden. Und gleich morgen geh ich zur Gendarmerie und sag euch, jo. Ja, spinnst. Ja, die nicht. Aber die zwei Obergauner gehört das Handwerk liegt. Das lass du einmal schön bleiben. Ferdi! Hey, was wird denn das? Du meinst wohl, mir wird der Arsch mit Goldpapier ausgewischt. Aber fast hätte mal genauso wenig zum Leben gehabt wie du. Wir zwei haben rein gar nichts miteinander gemeinsam. Weil mein Depper, der Vater, alles mein Cousin vermacht hat. Weißt du, Senta, wie der heute gesagt hat, mein Cousin hätte die Testamente vertauscht. Blödsinn. Andersrum war's. Ich hab's gefälscht. Mach ich jetzt mein Hintern pumpert wie der Teufel. Ja, gleich, Spatzel, ich muss dem zuerst noch einen Denkzettel verpassen. Bist du noch ganz bacher? Aber kein Angst, Bertel. Ein Schuss in die Schulter reicht. Ferdi, stürzt sie nicht ins Unglück. Mein Leben ist eh schon ein Teufel verscherbigt. Da geht's auf die auch nicht mehr drauf zusammen. Aber so verzogen wie die ist, zieh lieber weiter nach links, weil so triffst du einen Stutz. Was? So triffst Ungarin. Spinnst? Halt das Ding woanders hin. So triffst Lampen. Halt endlich dein Pappen! Ich glaub, so geht das Kugel in die Tür. Und so ein Dicker. So geht der Schuss nach hinten los. Weiter auf. Na, runter. Rüber. Ruhe jetzt! Was ist denn da für ein Krach? Da kann ja keiner schlafen. Ui, ein Flinten. Verschwind! Schau, mein Fingerli passt genau da rein. Du bist aber grantig. Hast Hunger? Ja, das kenn ich. Da ist mir echt scheiße drauf. Warte mal. Diese Wut, diese bösen Augen kenn ich doch. Ja, du kennst mich. Und ich kenn dich auch. Stimmt. Ich hab dir mal geholfen, ein Testament zu fälschen. Und jetzt tust du den Finger aus der Flinten. Kreuz Teufel, der steckt fest. Plump verreckt, das geht nicht. Tu den verfluchten Finger da raus oder ich schieß. Ja, wenn's halt nicht geht, gescheit mal ein Obergescheiter. Gut, dann drück ich jetzt ab. 5, 4, 3, Nicht? 2... Luciferius! Kreuzteufel,
Hundspur. Wo steckst denn? Hast meinen Auftrag erfüllt? Mein Gott, na. Luciferius. Denk bitte an meine Straf. Denk an meine Straf. Ich will nicht ins Kasperltheater, bitte. Luciferius. Bei alle Blutsteifel, sag einmal, hat sie der aus dem Staub gemacht? Luciferius. 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 Keiner da. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Jetzt komm schon, das ist über ein halbes Jahr her. Da hat uns damals der Teufel auf den Schoß gehabt und hat uns frech ins Gesicht gelacht. Das ist echt schade. Jetzt hätte ich mich einmal traut, dann muss der ausgerechnet der Teufel sein. Wie ich es am Pfarrer beicht hab, hat der mich nicht ernst genommen. Mich hat auch keiner ernst genommen. Du warst beim Pfarrer? Na, bei den Huber-Zwillingen. Was hast jetzt du, was ich nicht hab? Lutscher? Ah, die Art Volley kommt auch mal wieder vorbei. Grüß dich. Gut, Talerin, die Scheiß und Mützen, die du vor 6 Monaten bestellt hast, sind für immer noch da. Die brauche ich nicht mehr. Zeit wird trotzdem. Was willst du dann? Wir wollten was fragen. Dein Bruder ist doch seit letzter Woche Stallmeister auf Falkenklamm. Ja, wir haben gehört, die neuen Besitzer, die wollen recht viel Geld in die Zucht stecken. Und meinst du, er zeigt uns einmal die Pferdl? Pferdl? Ich glaube, du, Blechhoferin, hast mehr Interesse an die jungen Stallburschen und an die Alten. Bitte? Gut, Talerin, wir gängen. Linker Fuß, rechter Fuß. Halt! Bevor ich's vergiss, gut, Talerin, du hast damals was bei uns liegen lassen. Ich? Modell Teufelsnacht, oder? Und für was der war, will ich erst gar nicht wissen. Bin da. Kannst du das Essen reinbringen? Ja, endlich, Spatzal. Bratkartoffeln sind fertig. Bratkartoffeln, ja. Ja. Ohne Zucker. Dass ich das Kochen überlassen habe, war schon eine gute Entscheidung. Die beste. Sonst hätte ich die schon lange wieder zum Teufel gejagt. Der Bertel kommt ja noch vorbei und holt sein restliches Zeug. Dann sind wir zwar endlich allein. Mei. Gut, dass der von uns so geschleckt und geschneizt wegen Betrug eingekastelt worden ist. Hm? Und Ungarin gleich in einem Aufwasch nur mit dazu. Das war schon der Wahnsinn alles. Wo ich schon wieder drüber reden. Ja, mei, weil es halt einfach auch unglaublich war. Ich meine, druckt dieser verrückte Graf tatsächlich ab, der Depp. Der Finger von dem Teufel steckt nur im Lauf und das Quarz reißt wie ein Fassel Weißbier dieser Woche in der Sonne steht. Und der Sparifankerl? Wir vom Erdboden verschluckt. Der hat sich so mir nix, dir nix in Luft aufgelöst. Meinst du, der ist zurück in Töll? Ich weiß nicht. Ah, wenn er echt ein mieser Teufel war. Ich hoffe, er ist wohl auf. So nett kannst du wirklich bloß du sein. Du... Senta, Nepomuk. ich finde ja warme Bratkartoffeln wahnsinnig überschätzt, du? Stimmt. Kalt schmeckt es viel besser. Schau mal. Das ist die Stumm, was damals geracht hat. Ach, Oma, jetzt schau mich nicht so traurig an. In einem halben Jahr darfst du wieder normal sein. Und dann darfst du mir auch endlich wieder eine Kopfnuss geben. Hm?
Malefitz. Ui. Bratkartoffeln mit Schnittlauch und glasige Zwiebeln. Lucky! Ja.